Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Kapitel 2. Und das letzte Mal bei Verbotene Liebe. Onkel Doktor! Buonasera, Papa. Was macht ihr beide da? Das ist eindeutig Ihre Handschrift. Zu viel? Zu viel. Am nächsten Morgen in Venezia fuhr Doralina mit einer Gondel über den Grande Canale, als sie plötzlich bemerkte, dass ihr Boot anfing zu sinken. Was zum... Oh nein! Meine Gondel! Oh, meine Gondel hat ein Loch! Ah! Ai. Antonio, der am anderen Ufer stand, bemerkte, dass eine junge Frau mit ihrer Gondel unterzugehen drohte. Brigella, schnell! Da ist ein Mädchen in Not. Ai! Stiegen Sie! Ah, keine Angst, bella donna! Wir kommen! Nehmen Sie meine Hand, Madame. Doralina gab Antonio ihre Hand und er zog sie auf seine Gondel. Danke vielmals! Gern geschehen. Eine große Welle eines Handelsschiffes hatte die kleine Gondel erfasst und Antonio kippte mit Doralina auf die Gondel. Für einen kurzen Augenblick starrten sich die beiden tief in die Augen und Amors Pfeil wirkte seinen Zauber. Entschuldigung. Nein, ist schon gut. Signore, nicht so wild. Oh, Brigella fuhr mit der Gondel ans Ufer. Während der ganzen Fahrt sagten Antonio und Doralina kein Wort. Am Ufer angekommen, stieg Doralina aus. danke. Gern geschehen. Doralina ging los. Ernsthaft? Sie lassen Sie einfach so gehen? Schnell, fragen Sie sie nach einem Treffen. Oh, natürlich. Belladonna! Wartet Sie! Sie? Ich, Er würde Sie gerne mal wieder sehen. Brigella? Stimmte das? Ja, sehr gern. Wie wär's mit dem Morgenabend bei der kleinen Brücke hinter dem Piazza San Marco? Sehr gern. Sehr gern. Dann bis morgen Abend. Doralina rannte los. Ihren Namen! Sie müssen nach Ihrem Namen fragen! Oh, ja! Wie heißt sie? Doralina! Ciao! Ciao. Ei. Ante Sie nicht wollen morgen zurück auf Hannover? Brigella, ich glaube, ich bleibe doch in Venezia. Als Doralina beim Hause Diego angekommen war, traf sie auf Raffaele. Du hast meine Gondel sabotiert. Ich doch nicht. Ich habe dir den Job besorgt, damit ich nicht mehr alles allein machen muss. Du hast einfach die kaputte Gondel verwünscht. Außerdem hast du das ja geschafft. Ich habe das schon richtig verstanden. Morgen Abend haben du und Antonio das Rendezvous. Antonio? Ist das sein Name? Moment mal. Ist das etwa der Antonio? Ja, natürlich ist das der Antonio. Moment mal, du hast ein Rendezvous abgemacht und nicht einmal nach einem Namen gefragt? Ja. Und jetzt? Ist doch super, dass es gerade der Antonio ist. Schlage ich gerade 2 Flüge mit einer Klappe. Du hast dich in unser Opfer verknallt, oder? Nein. Wie kommst du jetzt da drauf? Und die rote Backe? Wer hat da rote Backe? Signore Diego, Sie sind ja schon wieder zurück. Wieso hast du so rote Backe? Ja, sie hat es geschafft, vom Antonio zu einem Rendezvous eingeladen zu werden. Du bist aber schnell in Auftrag ausführen, meine liebe Tochter. Tochter? Für meinen Plan brauche ich halt eine. Und da ich selber kein Kind habe, habe ich dafür gesorgt, dass ich die adoptiere. Ernsthaft? Ernsthaft. Aber Raffaele ist doch mein Cousin. Das fällt doch auf. Wer außer euch weiß das noch? Niemand. Also,
haben wir auch kein Problem. Signore Diego? Vater, Wie bitte? Vater, ab jetzt bin ich dein Vater. Vater. Besser. Ich habe morgen Abend ein Rendezvous mit dem Antonio. Aber nichts Gescheites zum Anlegen. Oh, natürlich. Alles für mein Töchterli. Raffaele, geh mit Doralina einkaufen. Und wenn du gerade dabei bist, kannst du für dich auch gerade was Rechtes besorgen. Ich will ja nicht, dass er noch eifersüchtig wird. Diego gab Raffaele einen Sack voll Dukaten. Wow, sehr gern, Meister. Meisterin, komm, wir gehen posten. Hat ja mega Luxusvorteil, wenn du seine Tochter bist. Im Hause Pantalone ging es inzwischen drunter und drüber. Da Pantalone und Dottore geschäftlich unterwegs waren, mussten Arlecchino, Brigella, Tartaglia und Colombina auf Roswitha aufpassen. Wo ist sie jetzt schon wieder? Weiß nicht. Ich kann rauf schauen. Aua! Arlecchino war durch den oberen Boden des ersten Stockes durchgebrochen. Oh yeah, Arlecchino, ist alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Du bist ja schon mühsam, Arlecchino, wenn du Kaffee getrunken hast. Aber das Kind ist der Horror! Und wem seine Schuld ist das, dass sie überhaupt davon hat dürfen probieren? Ich hätte doch nicht können damit rechnen, dass sie den ganzen Kanne austrinkt. No. Das langet! Brigella, gib mir einen Schluck Kaffee. No! Arlecchino, du weißt genau, was passiert, wenn du einen Schluck Kaffee trinkst. Wir haben aber keine andere Wahl, Colombina. Gut, aber nur einen kleinen Schluck. Brigella gab Arlecchino einen kleinen Schluck Kaffee. Juhu! Oh no! Kein Halt, Colombina. Alles wird gut, Colombina. Leben ist super, Colombina. Innerhalb von Sekunden rannte Arlecchino nach oben, schnappte sich Roswitha und hielt sie fest. Loslassen! Los! No, ich lass sicher nicht los. Zappel dich schön müde. Irgendwann muss sie ja müde werden. 2 ganze Stunden zappelte Roswitha in Arlecchinos Armen, bis sie schließlich vor lauter Müdigkeit zusammensackte. Endlich! Gut gemacht, Arlecchino. Was ist denn da passiert? Antonio, Hat der Arlecchino Kaffee getrunken? Das halbe Haus geht auseinander. Nein, Arlecchino ist es das mal nicht gsi. Roswitha hat aus Versehentlich einen Schluck Kaffee getrunken. Ganz sicher nur ein Schluck. Okay, sie hat die ganze Kanne getrunken, als ich weggeschaut habe. Wenn der Papa sieht, dass sein Haus demoliert worden ist, bekommt er einen Herzinfarkt über. Oh je, er kommt schon bald. Ihr probiert das Haus zu flicken und ich halte noch ein bisschen... Schnell, Brigella, lass den Arlecchino die andere Kaffeekanne trinken. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Ende von Kapitel 2. Geschichte von der verbotenen Liebe von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.